Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und in der letzten Episode ist Abdel Adrian aufgestiegen, deswegen gibt es jetzt hier auch erst mal wieder was. Waffenfertigkeit haben wir auch wieder erhalten. Und zusätzliche Diebesfähigkeiten, Trefferpunkte auch nochmal 2. Und die Sagenkunde ist um 3 erhöht worden, sehr praktisch. Jetzt ist er fast so gut wie Edwin dort drin. Okay. Die Sache Fallen finden, packen wir noch ein bisschen höher. Wir packen Schlösser öffnen auf jeden Fall hoch. Und leise bewegen hat er jetzt durch die Stiefel sehr hoch. Deswegen packen wir nochmal alles in Schlösser öffnen rein. Und was das angeht, Katana kann ich nicht auf 2 machen, Kurzschwert kann ich nicht auf 2 machen, Kurzbogen kann ich nicht auf 2 machen, das geht leider nicht. Einhänder-Kampfstil geht leider auch nicht. Aber ich jetzt sage, er kriegt jetzt in Langschwert auf jeden Fall Nummer 1, damit er das auch verwenden kann. Ansonsten der Einhänder-Kampfstil Henbier. Kampfstil mit 2 Waffen ist Quatsch eigentlich. Zweihänder-Kampfstil ist Quark für ein... Moment, ist eigentlich Quatsch für einen Charakter, der nur mit einhändiger Waffe kämpft. Das geht eigentlich auch wirklich nur, ja... Ist auch nicht für Bogen relevant oder so, Zweihänder-Kampfstil. Und ansonsten würde ich sagen, als nächstes kriegte er vielleicht noch, ja, was könnte man, ja, das machen wir, wenn es soweit ist. Aber Langschwert ist gar nicht mehr so verkehrt jetzt. So, jetzt hat er Sagenkunde von 36 und unseren Magier von 37. Das ist schon ziemlich heftig. Okay, wunderbar. Dann sind wir soweit eigentlich fertig. Und jetzt geht's in die Gilde. Und wir murksen Maeva ab. So, ja, wir sehen jetzt unseren guten Gorge. Der ist jetzt plötzlich ein Feind. Die Richtung mit dem Schwert und ich werde an. Bring ihn um, Anomen. Oh, bring ihn um. Nix du kritischer Fehlschlag. Zack. Tot ist er. 14 Erfahrungspunkte bringt der Lutscher. Das ist nicht so besonders gut. So, Korgan schicken wir mal vor. Der hält am Meister aus. Und bei dem macht es am wenigsten, wenn er was auf der Wäsche kriegt. So, 8 Goldmünze waren dabei und die Übertrittspapiere, die brauchen wir sowieso nicht mehr. So, da kommen schon die erste paar Diebe gewackelt. Wo ist er dann? Dieb? Schattendieb? Wo bist du? Hallo? Hallo? Keine Sau hier? Na, lassen sich aber Zeit hier, die Jungs. Ja, da kommen wir her, Jungs. Aha, da sind sie doch endlich. Ich habe doch mit so einem Hinterhalt gerechnet. Na, alle hopp. So, jetzt so, dass unser Magier nicht zuerst erwischt wird. Die wollen nicht herkommen. Okay, ja, die machen Unsichtbarkeitstränke und haben versucht, einen hinterhältigen Angriff zu starten, aber das von vorne, was ziemlich blöd ist. So. Das heißt, erst einmal nur so. Edwin hat sowieso nicht gerastet, das heißt, er hat sowieso nur sehr, sehr wenig Dinger hier dabei. Sehr wenig Zauber parat gerade. Das heißt, der wird sich erstmal ein bisschen raushalten. So, da haben wir noch einen Zauber mit dabei und da sind noch ein bisschen klimperles Geld, Infravision, das ist eigentlich auch absoluter Quatsch, aber jo, können wir eigentlich verkaufen. Ist ein Erkenntniszauber, kann er nicht lernen. Okay. Aha. Du hast hier noch solche Kasper. Oh, hoppla. Ist was? Ich mache jetzt mal einen Unsichtbarkeitstrank und versuche den von hinten zu erlegen. Und drauf. So, dann habe ich auf einmal erlegt. 4-facher Schaden durch hinterhältigen Angriff und 53 Schadenspunkte. Ja, das war gut. Das war gut. Was gibt's? Okay, und ihr zwei, ihr greift, oder ihr 3 greift von dort an. So. Okay. Gucken wir mal, wie man das hier kriegen. Die KI ist leider etwas dämlich und der hat einen Schnelligkeitstrank eingenommen. Der rennt jetzt darum wie ein kopfloses Hinkel. Aber den kriegen die schon geknackt. Gut. Ich bin unter Gerechten. Ja, du bist unter ganz Gerechte. Du bist unter der edelste Herr, mein Lieber. So, das geht nochmal an dich. Können wir als Kurzschwert plus 1 identifizieren. Der Quatsch kann fort. Okay. Dann unterstützen wir euren Gruppe-A-Führer. So. Edwin, du plünderst hier. Okay, Vikonia steht auf dem Kadaver. Das heißt, die kann hier plündern. Die eklig Armbrust, die brauchen wir nicht. Und Korgan, du machst hier. So, ein Trank, der kann an Vikonia erst einmal. Und wir gehen jetzt hoch. Wir gehen noch nicht zu Maeva direkt. Wir schnetzeln erstmal seine Gilde ab. So, jetzt wird noch ein Trank getrunken. So, da ist nämlich die Tante und die ist etwas stärker.
So, und jetzt von hinten. Zack. 21 Schade durch hinterhältiger Angriff schon gemacht. Das ist gut. Dann machen wir die jetzt nochmal platt. Das ist nämlich ein Mönch. Oder eine Mönchin. Eine Nonne sozusagen. Ah, die hat einen Heiltrank, wie ich sehe. Ja, die hat sogar noch was. Sehr schön. Ein Heiltrank hat sie uns jetzt leider verschwendet schon. Gucke, Korgan kann die doch bestimmt gebrauchen. Der hat schon alles voll. Anom hat auch schon alles voll. Vicuña hat voll. Na, alla, dann geht's so direkt an Edwin. Gott. Dann alle nacheinander. Ja, niemand legt sich ungestraft mit den Schattendieben an, schon klar. Aber ihr seid ziemliche Gurke, um mal ganz ehrlich zu sein. Das sind ziemliche Versager hier, die ganze Schattendiebe. So. Dann machen wir jetzt die hier erstmal platt. Zack. Sehr schön. Als auf die Schniss drauf. Da haben wir noch einen Zauber Ablenkung. Der kann zur sicheren Verwahrung in Edwins Schriftrollebehälterei. Und ansonsten dürften das hier alle gewesen sein. Gut, weil Orange River ist nämlich nichts mehr. Da war eh nur Edwin. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich einen Freifahrtschein, um hier unten abzumurksen. Dann hat er auch mit keinerer Unterstützung und Hilfe mehr von Orbit zu rechnen, der Kerl. Und jetzt wird's hässlich. Ja, Meister, was darf ich jetzt für euch tun? Ja, scheiße, er hat leider keinen Feuerball parat. Das wird's etwas einfacher gestalten, das Ganze. Feuerball muss er erst noch pennen, bis er die Zauber parat hat. Die Sache ist halt die, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Ich wollte eigentlich auf W gehen. Egal. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, das hier zu speichern. Die Sache ist halt, wenn die Dinger so rausgelöscht werden und wieder reingemacht sind, sind die so transparent. Das heißt, das hat er sich erst am nächsten Tag wieder eingeprägt. Okay. Ja? Dann würde ich sagen, auf das Gebabbel können wir eigentlich verzichten. Eines Tages. Ja, eines Tages. Jetzt schmeißen wir einen Feuerball rein, du Knetkopf. Klatsch. Jetzt haben wir mal ordentlich Schade gemacht. Dann warten wir mal, bis die Kasper arg stürmt kommen. So, gehen wir hier um die Ecke. Dann müssen sie nämlich noch geschleppelt kommen, die Typer. So. Und ab auf den Meuchelmörder. Zack, zack. Jetzt haben wir schon mal ordentlich Schadenspunkte hier ausgedealt. Und jetzt geht's hier wieder rein. Alle hopp. Ihr seid mir auf die Schliche gekommen. Mann, ich weiß es. Ich habe immer noch Leute, die mir gegenüber loyal sind. Sie haben mich gewarnt. Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Tut, was ihr tun müsst. Naja, ich meine, ich habe jetzt so gerade einen Feuerball reingejagt und habe euch sowieso schon ziemlich überrascht, ihr Idiote. Aber egal, wie man es halt nimmt, ne? Gut, der gefährlichste könnte hier noch der Priester des Syrinx sein. Der blöde Zwerg macht das schon. Genau, der blöde Zwerg macht das schon. Ich stehe euch zu dir. Ihr zwei geht auf den dort. Anomen, du kümmerst dich um den. Und Abdel Adrian, du machst jetzt mal verschwind die Bus. Und ich will, dass du Meva abmurkst. Machen hinterhältiger Angriff und stich den Scheißkerl ab. Ja, okay, das war jetzt recht wenig. Aber ich würde sagen, der gehört unserem A-Führer. So. Gut, Korgan hat seiner schon erledigt. Anomen hilft. Der ist auch schon so gut wie kaputt. Okay. Sterbt und sterbt langsam. Was ein Idiot. Okay. Ja, gucken wir uns mal sein Eige weiter an. Wird mir den Weg weisen. Jetzt hat der Mistkerl sich auch noch geheilt. Egal, jetzt ist er tot. Von Korgan abgeschlachtet worden und er gab 14.000 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Wenn es denn sein muss. Und Meva hat ja so schön die Rüstung gehabt, muss man sagen, ne? Und die gucken wir uns ganz zum Schluss an. Didum, 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 didum. Wunderbar. Sehr schön. Und zack. Und wunderbar. Und jetzt können wir zum Schluss nochmal Meva selbst plündern. Und wie gesagt, er hat eine wunderschöne Rüstung. Dazu hat er noch ein paar Edelsteine, Perlen, Titanit war das, glaube ich, ein Wasseropal, Orakel, den Zauber hat er noch, ein Untote kontrollieren, 769 Erfahrungspunkte, oder Goldmünze hat er noch gebraucht. Das ist leider ein Erkenntniszauber, den kann er nicht lernen, aber Untote befehlen Nekromantie auf Grad 7, das ist sehr, sehr praktisch. Damit kann man Untote, wie der Zauber schon sagt, befehlige, bis zu 4 Stück. So, und jetzt habe ich hier einen beschlagenen Lederwams, den ich leider nicht identifizieren kann. Vielleicht kann es unseren Zauberer von sich aus, geht leider auch nicht. Allerhaupt, den müssen wir uns identifizieren lassen. Gute Idee.
So. Das heißt, der Auftrag ist jetzt auf jeden Fall mal erfüllt. Ich glaube, den Hansel haben wir schon geplündert, ne? Nur um sicher zu gehen, ja, den haben wir schon geplündert. Allerhaupt, das heißt jetzt hoch mit uns. Und wir können jetzt zu Renald Blutskalb gehen und können ihm berichten, dass hier die ganze Gilde abgeschlachtet wurde. Dann gibt es eine Belohnung, die nur Diebe kriegen. Also wenn man die Queste mit Meva beendet hat als Dieb, dann gibt es auch eine Klassebelohnung, die nur Diebe erhalten. Also wenn der Hauptcharakter ein Dieb ist. So, jetzt haben wir die 7. Stunde morgens. Okay. Oh, da haben wir uns durch die ganze Nacht durchgeprügelt anscheinend. So, jetzt haben wir einen Schluck Wasser. Ah, eine Wohltat, eine Wohltat. Wo rennt dann der jetzt wieder hin? Ihr müsst... Ja, ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bla bla. Aber der Anom ist gerade irgendwo wieder in der Weltgeschichte rumgelatscht, weil er im Weg war. So, jetzt hier sammeln. Und du gehst mal zum Reni. Berichte über eure Taten haben mich bereits erreicht. Gut gemacht. Ihr habt euch eure Belohnung wohl verdient. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass die Belohnung, die ich euch anbiete will, ein Segen und ein Fluch zugleich sein kann. Ich habe manchmal so gedacht. Hör mal bitte zu. Ich benötige jemanden, der die Lücke füllen kann, die Meva hinterlassen hat. Es muss jemand sein, der mich vertrauen kann. Jemand, der nicht allzu sehr in die hiesige politische Angelegenheiten verstrickelt ist. Ihr kommt mal wie ein ausgezeichneter Wahl für die Position vor. Ihr seid mit Meva und seiner Rede klargekommen. Und ihr scheint zu verstehen, dass es vorteilhaft ist, wenn man sozusagen der Muttergilde treu bleibt. Also was sagen wir? Haben wir Interesse daran, eine neue Führer von einer junge, vielversprechende Schatten-Diebs-Gilde zu werden? Ja, ich würde mal sagen, zweifellos. Ich werde mein Bestes geben, um eine gut gehende Gilde draus zu machen. Ausgezeichnet. Ich freue mich schon drauf zu sehen, zu was ihr fähig seid. Kehrt in Mevas leerstehendes Büro zurück. Ich werde euch ein paar vielversprechende junge Diebe schicken. Wenn ihr irgend so Räuberhöhl führen wollt, dann ist das euer Bier. Halten mich doch raus. Ich würde euer Gildefreunde lieber tot am Ende von meiner Klinge sehen. Nett? Glaube nicht, dass ich zum Wohltäterwache bin. Ihr sollt mir durchaus einen Profit einbringen. Es gibt eine Quote, die ihr erfüllen müsst. Scheitert da, verlieren die Guild. Ich werde euch einen fähigen Hauptmann zudelen, der euch unterstützt. Jariel eignet sich vorzüglich als euer Stellvertreter. Er wird dort auf euch warten und ich werde meine Anweisungen über ihn ausrichten lassen. Jetzt habe ich auch noch 10.500 Gold gekriegt, das ist auch ziemlich gut. Ja, ich werde die Guild noch meinem Sinn gestalten. Das ist eure Entscheidung, aber ich werde nicht so weit von der eingefahrenen Wege abweichen. Ihr müsst euch die Schattendiebe in einem gewissen Maß zufriedenstellen. Viel Glück. Ja, komm. Ich gehe dann besser. Der Ede ist jetzt auch noch eine Stufe aufgestiegen, nicht verkehrt. Gleich mal so als Begrüßung. Der hat jetzt noch neue... die ETW 0 ist um 1 reduziert, auch nicht schlecht. Dazu hat er Stufe 2 und 3 und 4 Enner. Und auf Stufe 5 2 neue Magier zaubert. Sagekunde um 3 erhöht. Und 4 Trefferpunkte. Das ist gut. Sehr gut. Dann kann man direkt anfangen. Okay, was kann er dann hier gebrauchen? Komm, wir schmeißen einen neuen Alp mit rein. Da kann man noch kleinere Kreaturen rumscheuchen. Noch ein Feuerball, von dem kann man nie genug haben. Do, ich sage mir packen. Oh Gott. Das ist eigentlich, Stufe 4 ist so oft nur mit Quatschzauber. Zumindest bei dem, was ich jetzt gerade so zur Auswahl habe. Haben wir noch eine kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Stufe 6 leider noch nichts. Dann packen wir da noch eine Bresche mit dazu. Und ich die Sache. Eine Immunität gegen Zauber ist verkehrt. So. Okay. So viel dazu. Ich bin dabei. Das heißt aber, ich mag zuerst einmal hier gehen. Ich glaube aber, wir haben unseren eigenen Typ in unserer Gilde dann. War das jetzt auch noch ein Tagebucheintrag oder so? Nee. Okay. Gut. Ein wunderschöner Tag.
Ja, lass mal gucken, Was was wir immer habt. ihr auch sucht. Jo, wir können auch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. So, da war nur Quark, Und ich weiß, ich habe auch den Gefangenen in Mevas Räumlichkeiten bewusst nicht befreit. Ich mag hier nicht Wohltäterspieler als böser Charakter und Dieb. So, der kann auch fort. Und was hast du dann noch? Du hast hier in deinem Schriftrollebehälter noch Zeug. Genau. Zack, zack und zack, zack. Dann können wir noch identifizieren, was Meva gehabt hat. So. Und zwar ist das, was er gehabt hat. Die Schattenrüstung. Bei der Schattenrüstung handelt es sich um ein beschlagenes Lederwams, das speziell für die Schattenmeister von Amn hergestellt wurde. Die Schattenmeister nehmen innerhalb der Hierarchie der Schattendiebe den höchsten Rang ein. Die Schattenrüstung ist ein beschlagenes Lederwams plus 3, mit dessen Hilfe man mit den Schatten verschmelzen kann. Das hat die Rüstungsklasse 4, unseres dagegen hat die Rüstungsklasse 5, also um eins besser. Und im Schatten verstecken plus 15% kriegen wir dafür auch noch. Das heißt, als her damit, jetzt sind wir ganz in schwarz. So, und das Ding kann dann eigentlich auch fort und verkauft werden. Das wird für lange Zeit jetzt die Rüstung von meinem Charakter sein. Also fort, für 1350 können wir das verkaufen. Wir sind schon bei 32.000 und wie viel waren es? 32.960 Goldmünze sind wir jetzt schon, das ist nicht schlecht. Komm, der Rede wert. Da gehen wir jetzt nochmal dort hier. Gucken uns das nochmal an. Und dann können wir zu der Hafner gehen. Da haben wir nämlich auch noch einen Kadaver abzuliefern. Das kann ich wie, er kommt, Papa. Ja, das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Aber das ist auf jeden Fall sehr schick, wie ich finde. Weil so haben wir eigentlich auch schon unser Klasse-Belohnung freigeschaltet. Ja, wie man sieht, ist er jetzt völlig in schwarz. Brandl. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Gehen weiter, ich merke gemeine Stinktiere aus der Gosse einlassen. Der Ort ist nichts für euch. Ich finde, ihr sollten beiseite treten. Ich bin euer neuer Gildemeister. Dann bitte ich um Entschuldigung, werter Herr, es war nicht böse gemeint. Ich muss hier nur die Dere bewahren. Bitte achten nicht auf mich und treten noch Beliebe ein. Dass mir das nicht wieder passiert. Ja, werter Herr, ich werde in Zukunft aufmerksamer sein. Besser so. Ah, okay, da haben wir jetzt der Rattel. Okay, auch nicht schlecht. Kleine Rat. Haben wir auch noch gekriegt. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Hallo und zum Gruß. Es ist mal gut, neue Seelen zu sehen, die der Schattendiebe wohlwollend gegenübertreten. Ich bin Rattel und ich werde alles eintauschen, was ihr wollt. Ich bin Masmerker. Und es. Ich werde hier sein, wenn ihr mich Ich braucht. erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Jetzt will ich aber erstmal sehen, was der Hansel so Art zu bieten hat. Gibt es vielleicht auch noch ein paar Sachen, die man sich so zu Gemüte führen könnte, eventuell? Naja, nicht wirklich. Eigentlich auch nur Quatsch. Hat er vielleicht ein paar schöne Stufe 4 Zauber, die man lernen könnte. So ein Festhalten, nee, das ist Stufe 3, das ist Stufe 3. Das ist Stufe 5 schon. Tote beleben ist auch schon Stufe 5. Nö. Stufe 3, Stufe 4 Zauber gibt's einfach keine. Na gut. Alle hopp. Ist denn hier die Regale auch neu aufgefüllt worden? Tatsächlich. Sehr schön. Ja? Okay. Die haben hier tatsächlich neues Equipment reingepackt. Dann kann ich das auch gleich mal plündern, weil das ist ja mein Gilder. Alla hopp. Zack, zack, zack. Und ja, publische Goldmünzen. Na gut, Kleffi macht auch Mist. Wie schaut's dann hier aus? Hi, Leute. Willkommen in der Gilde. Ah, Ich habe zwar noch nicht viel von euch gehört, aber wenn Renal sagt, dass ihr in Ordnung seid, dann glaube ich ihm das. okay, das ist wohl mein Hauptmann jetzt. Das ist klug von euch. Ihr wollt euch sicher nicht mit dem A-Lecker. Ihr solltet keine feindselige Beziehungen miteinander haben, Abdel Adrian. Ich bin euer Leutnant und ich muss mich auf euch verlassen können. Nun denn, wollen wir die Grundsätze von der Guild kennenlernen oder sollen wir gleich zur Sache kommen? Ich wüsste ganz gern die Grundsätze. Wie wird der Ort hier geführt? Na Allah, ihr habt hier einen Stab von verschiedenen Diebe, die ihr euch vorstellen werdet. Jeder ist auf etwas spezialisiert und jeder hat weitere Diebe unter sich. Ihr werdet ihr Vorgehensweise bei Diebstähle leiten. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie der Gilde Geld einbringen. Wenn nicht, werden sie vielleicht von der Stadtwache aufgegriffen. Euer Anweisungen ein höheres und ein geringeres Risiko für euer Dieb zur Folge. Manchmal ist aber auch einfach Glück im Spiel. Wenn Dieb geschnappt wird, dann können ihr durch Bestechung aus dem Gefängnis rausholen. Ihr könnt auch weitermachen, wenn alle Diebe im Gefängnis sitzen, aber dann gibt's keine Einnahme.
Das nützt nichts, es an mir auszulassen. Wenn ich sterb, dann wird die Guild scheitern. Ich bin Renals Ohr, verstehen ihr? Ihr müsst bestimmt die Menge Gold zusammentragen, damit er die vom Renal gesetzte Quote erreicht. Wenn er die Quote unterschreiten, dann werden er als Gilde leider abgesetzt und die Abteilung wird geschlossen. Ihr könnt fehlendes Gold aus eigener Tasche bezahlen, aber wenn ihr wollt, das wird aber teuer. Ihr könnt auch Gewinne von der Guild abziehen, aber geben ach, das noch nicht so viel nehmen. Wollen wir jetzt darüber disputieren, noch welchen Plan die Diebe in der Woche vorgehen sollen. Ihr Leistung unterliegt im Moment ein geringes Risiko, sodass die Quote gerade noch so abgedeckt wird. Ja, dann lassen wir es doch erstmal dabei. In 5 Tagen lasse ich euch die Ergebnisse von der wird wissen. Bis dahin sprechen wir mit dem Laten. Er hat eventuell ein paar Dinge, die eurer persönliche Aufmerksamkeit bedürfen. Okay, jetzt wascheln die alle rum. Und ich kann hier, wie gesagt, Aufgabe eigentlich einfach laufen lassen. Dann sind wir eigentlich bei der Quote mit dabei und kriegen aber keine eigene Einnahme, was sowieso relativ wenig ist, glaube ich. Und wir kriegen dazu noch so ein paar Special-Aufgaben von dem hier, von dem Kaspar. Laten. Latan wird er hier bezeichnet. Nala. Ah, der neue Gildenführer. Ich bin sicher, ihr findet alles zu eurer Zufriedenheit. Dankeschön für die Begrüßung. Und ihr seid? Berechtigte Frau, ich bin Laten und ich werfe euch Aare und Ohren aufhalten bei aller Angelegenheiten, die eurer persönliche Aufmerksamkeit bedürfen. Ihr seid neu, daher steht noch nicht so viel auf dem Terminplan. Ich werde dafür sorgen, dass man euch informiert, wenn er besser steht. Passt bloß auf. Ich habe gute Augen. Ama. Ich denke, ihr werdet feststellen, dass sich hier in der Tat interessante Option bietet. Wer seid ihr? Antworten schnell oder ich lasse euch rauswerfen, weil er der Gildemeister stört. Mein Name ist Amma und ich bin die Schattenmeisterin vom östlichen Esmel Taran. Hier ist mein Siegel. Hier werden zweifellos feststellen, dass es echt ist. Und jetzt gehen wir uns zur Seite. Was? Ja, verehrt die Amma. Ich wollte euch nicht kränken. Abdel Adrian, ich schlag vor, ihr halten euch ans Protokoll und zeigt sichtbar euren Dolch. Aber, kein Grund für derartige Vorführung. Immerhin bin ich hier, um ihn um Gefallen zu bitten. Warum seid ihr so weit entfernt von eurer Heimatstadt unterwegs? Ich bin hierher gekommen, weil ich versuchen will, die ständige Einmischung von Politikern zu beenden, der zu groß für seine Schuhware ist. Es gibt einen Beamten, der uns ständig Schwierigkeiten mit irgendwelchen Tarife und mit plötzlich argsetzte Durchsuchungen von Karawane macht. Der glaubt, dass er das Diebeshandwerk von einer ganzen Stadt bekämpfen kann. Er hat versucht, sich gewaltsam in einer Beziehung mit der Schattendieberei zu drängen. Natürlich war es für uns kein Problem zu bezahlen, aber es ist besser, ihm eine Lektion zu erteilen. Ich komme hierher, um ihm zu bieten, seine Wünsche zu erfüllen, aber meine wahre Aufgabe besteht so drin, ihn aus Sicherheit von seiner Verteidigungsanlage rauszulocken. Und an dem Punkt kommt ihr ins Spiel. Ich höre mal zu. Er möchte, dass man ihn in der Stadt mit dem Mittelsmann in Kontakt bringt und ihr, wenn der Mittelsmann sei. Das Treffen ist bereits arrangiert und wenn er dort auftaucht, werden wir überraschend zuschlagen. Ihr habt in der Gegend einen gewissen Ruf, vielleicht sogar den von einem Gildemeister. Er wird klar, dass ihr ein legitimer Mittelsmann seid. Er ist bereit, alles zu klaven, solange es nur theatralisch genug ist. Soll ich nicht durch Renaldo erfahren? Der ist ja schließlich mein Vorgesetzter. Ihr werdet noch erkennen müssen, dass ihr bei der Schattendiebe viele Vorgesetzte habt. Wagt's nicht, euch die Befehle nur von von den Vorgesetzten zu widersetzen. Ihr wollt doch nicht, dass man euch für einen Verräter hält, wie Meva. Ja gut, dann machen wir das doch mal, oder? Es wird am Ofen stattfinden, der euch passt. Sobald es dunkel wird, warte ich in Waukins Promenade auf euch. Und wenn ihr kommt, schicke ich gleich jemand los, der Sir Greschal verständigt. Wenn er so plötzlich geholt wird, wird er klar, dass die Angelegenheit ganz fürchterlich dramatisch ist. Wir sollten uns in der Angelegenheit nicht enttäuschen. Sie ist von äußerster Wichtigkeit. Ihr müsst sehr stolz sein, werter Herr. Schon hat man euch auserwählt, der höhere Gilde Dienste zu leisten. Ich empfehle, dass ihr euch nicht verspäten. Okay, mein Tagebuch sagt was dazu. Ein Stall voller Diebe, das Treffen mit Amma. Eine Frau hat mit mir Kontakt aufgenommen und behauptet, die Schattenmeisterin zu sein, die für das östliche Esmel-Taran zuständig ist. Sie hat ihre Identität mit einem Siegelring bewiesen. Sie wünscht, dass ich die Rolle des Köders in einem Ablenkungsmanöver spiele, das darauf hinausläuft, einen Politiker auszuschalten, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Sie wird ein Treffen arrangieren.
Ich werde ihm als bekannter Gildenanführer vorgestellt werden. Ich sollte mich mit ihr ins Waukens Promenade treffen, wenn es dunkel geworden ist. Dort soll auch der Hinterhalt stattfinden. Okay. Da müssen wir dann erstmal da noch suchen. Das war eigentlich soweit alles. Ich kann höchstens nochmal unten noch gucken, was da unten noch los ist. Ist schon Okay. geschehen. Das ist alles irgendwie wieder neu aufgedeckt. Oder neu verdunkelt, könnte man sagen, weil die ganze Gilde hier neu gegründet wurde. Dann können wir auch hier überall nochmal irgendwelche Kleinigkeiten finden. So, so. Und Maeve hat ja die ganze Zeit nur im Verlies rumgelungert. Das werde ich anders halten. So, zack und zack und zack und zack und peng. So. Auf damit. Ist nur noch der Hansel von Maeve? Nee, der ist auch fort. Okay, den haben sie auch fort geschafft. Genauso wie der, den sie da gefoltert haben, sein Cousin oder was es war. Okay. In Mevas Loch selber ist nichts mehr zu finden. Okay. Wie das klingt. Egal. Auf jeden Fall ist im Keller, wo Meva sich immer rumgetrieben hat, nichts zu finden. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir wahrscheinlich nochmal hochgehen. Und nämlich jetzt mal die ganze Bande mit. Ich bin dabei. Man muss ja auch so Leid vorstellen, damit die Leute immer kennen. So, oder? Und hoch mit uns. Wunderbar. Vielleicht sind die Derio wieder zu. Das wäre cool. Dann hätte man wieder jede Menge Erfahrungspunkte sammeln. Okay. Und. Okay. Okay. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Ah, ne, die sind leider wieder zu, die Teile. Sehr, sehr schade. Hätte ich jetzt sehr gerne mal ausgeräumt. Okay. Also das ist leider nimmer machbar. Sehr schade. Wäre zu schwer gewesen. Das hat ja sehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Wie schaut's hier aus? Das sind ja eigentlich meine private Räume dann. Das war ja mal ursprünglich Mevas Privatgemächer. Jetzt dürften es meine sein. Okay. Sehr schön. Na gut, und da ist wahrscheinlich eh nur ähnliche Schampel. Zeitverschwendung, die Sache. Gut, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus. Wir haben derzeit die 8. Stunde, das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit, bis das Treffen in Waukens Promenade stattfinden wird. Da können wir genauso gut jetzt auch noch zu der Hafner gehen. Und können das noch hinter uns bringen. So, da wollen wir nämlich mal einen Kadaver abliefern, der 58 Pfund wiegt. Der wiegt nur 25 Kilo, der Kerl. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall müssen wir das Leichtgewicht jetzt hier abliefern. Ja. Der hat ja explizit noch dem Es ist schon Bullock einige Zeit erwartet. her, Frucht. seitdem ich zum letzten Mal so weit im Süden war. Das ist eigentlich ein Gespräch, was man mit ihr führt, wenn sie in der Gruppe ist und wenn man mit ihr zusammen sein will oder versucht mit ihr die Bande etwas enger zu knüpfen. Ich erinnere mich, dass ich hier vor einige Jahre auf Gorion getroffen bin. Er hat ein bisschen deplatziert gewirkt und verloren so ganz ohne seine Bücher. In letzter Zeit kann ich es offenbar nicht lassen, von der Tode zu sprechen. Es tut mir leid, ich mag euch nicht durch meine Sorge belasten. Erinnerungen tun uns alle gut. Ja, das tun sie. Erinnert ihr euch an seine Geschichte? Manchmal hat er tagelang gebraucht, um Andy zu erzählen. Stückel hier, Stückel da. Er hat die Geschichte mit seinen Wörtern zum Leben erweckt, sodass man das Gefühl gehabt hat, wirklich dort zu sein. Ja. Sie waren Maifenster zur Welt, was gefährlich war für uns zu reisen. Ja, er hat euch vor jene behütet, die euch Böses wollten. Khalid war genauso, auch er hat immer den Pfad der Vorsicht gewählt. Langsam und bedacht, bevor Fehler begangen werden. Gut Ding braucht Weiler. Ihr habt wohl nur zurecht. Es ist sehr weise von euch, dass ihr das erkannt habt. Naja, genug davor. Wenn man so oft solche Gespräche führt, wird man noch ganz rührselig. Ich muss gestehen, dass man das Gespräch gut gedauert. Obwohl du nie mit so Gruppe gehörst, die mischt sich ständig wieder ein. Immer dieser Hafner. Ja, was gibt's? Rennfeld bei Chimora. Ich danke euch, dass ihr ihn hierher gebracht habt. Wir hätten schon Säue gemacht. Ich hätte eigentlich mit einer Belohnung für die gute Tat gerechnet. Belohnung? Warum eigentlich nicht? Jo, hier sind ein bisschen Klimballast, war ja Belohnung hier, für eure Bemühungen. Der Rennfeld wird krank, ich muss ihn jetzt noch drinnen bringen. Dankeschön.
100 Gold, na toll. Aber 14.550 Erfahrungspunkte hat es gebraucht, das ist nicht schlecht. Das heißt, wir wursteln jetzt wieder in die Richtung. Und dann finden wir noch etwas sehr Interessantes. Stimme ist Ambrosia. Hey da, Dreckspatz, ich will mit euch babbeln. Xa, ihr seid nicht tot? Schon möglich, so etwas passiert, wenn man gezwungen ist, sich mit Blödmännern abzugeben. Wenn der Monty hier wäre, könnte er genauso sagen. Bäh. Naja, egal. Ich hab gesehen, dass ihr euch mit der Hafner abgehabt, aber es ist offenkundig, dass ihr selber kein Hafner seid. Dann seid ihr bestimmt bereit, mir einen Dienst zu erweisen, indem ihr sie beobachten. Ja, welche Hafner? Von wem reden wir dann? Ja, die Hafner, den ihr den vergifteten Mann ausgeliefert habt. Oder waren er zu blöd und so wissen, dass der Hafner waren? Ich benötige euer unzulängliche Dienste für einen Auftrag. Über was reden wir dann da? Mein Freund Montarian ist von den lästigen Hafner als Geisel genommen worden. Ihr sollten in deren Gebäude mal reingucken und den Monty für mich finden. Was springt dabei für mich raus? Belohnung? Ist es nicht Belohnung genug, ein Pferd in Not zu retten? Bah! Na, alle Feierbemühungen sollen eine Belohnung in Form von Gold und noch ein bisschen was anderes kriegen. Ich habe hier ein paar bestimmte Infos. Euer Freundin, die von der verhüllte Magier mitgenommen war, ist. Ich weiß, wo sie ist. Erfüll meinen Auftrag und ich werde euch sagen, wo. Nada. Na gut, ich guck mal, was ich machen kann. Hervorragend. Gehen Sie im Gebäude und kommen zurück, sobald ihr ihn gefunden habt. Clay, Halbling, Dieb. Sogar jemand mit eurem intellektuelle Fähigkeiten könnten verpassen. Okay. Der Typ war in Baldur's Gate Ends ein spielbarer Charakter. Und Montarion oder Montaron oder wie er hieß, der war auch mit dabei. Halbling Dieb, böse Gesinnung. Und Xa, böse Gesinnung, Nekromant. Ihr seid wirklich ein erfreulicher Anblick. Ihr seid mit Muskeln bepackt, die eine Frau vor Begehren ohnmächtig werden lassen. Ach Gott, jetzt trägt's aber ganz dick auf. Wirklich? Ihr findet mich also tatsächlich begehrenswert? Vielleicht. Was denkt ihr über Viconia, Stachelt ihr mattschwarze Haut, euer Gelüster? Eigentlich ist er ja blauhäutig, aber egal. Drow sind ja normalerweise schwarzhäutig und weißhaarig, aber in dem Fall ist er halt blau dargestellt, warum auch immer. Durchzückt euch das Begehre, wenn ihr hart die Schönheit erblicken. Eure Schönheit wird nur durch das hässliche Verhalten, das ihr jedem gegenüber an den Tag legt, entstellt, Viconia. In Wahrheit seid ihr wohl nicht mein Typ, okay? Ihr seid das exotischste Wesen, ist auch irgendwie assi. Ihr seid euch eurer Schönheit wohl bewusst, Viconia. Ich will eure Beschreibung nicht noch ausschmücken. Ihr seid schüchtern, aber ihr mustert mich aus der Aarewinkel raus. Ihr seid das savanndes Hündchen, aber ich werde euer begehrenswerte Blicke sicher bemerken und genießen. Reizend, also das wird definitiv die wahre Liebe hier. Und nicht die Sache. An der Stelle speichere ich nochmal. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.